Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Lang ist das letzte Mal her. Und bevor ich noch mal bei der Bier übers Fleisch schütten sehe, heißt's heute lieber mal schnell How to Grillen. Kacknoob-Edition! Das Ganze ist übrigens für den handelsüblichen 0815 Grillmeister-Sepp gedacht. Und darum fangen wir ganz einfach an mit Phase 1. Arten von Grills. Wichtig ist, wir reden vom Grillen. Nicht von deinem Soja-Hippie-Mumu-Kasten, besser bekannt als Elektrogrill. Falls du gemeint hast, du kannst jetzt mit deinem Stromkasten umeinander cool meckern. Nein, du bist raus. Fangen wir an mit dem Einweggrill. Raucht keiner. Außer vielleicht die Hippie-Fraktion, die fleißig an Fridays for Future macht, einen die angesuchten Tofu-Würstel an der Isar oder am Weiher grillt, aber einen Scheißdreck dann in den Stauern wirft. Gibt nicht viel angerissene Volldeppen, außer wenn's dein Einweggrill wieder auffüllst. Zweitens, der Standardgrill. Den hat fast jeder daheim stehen. Ein Kohlebandel, Rost drüber, das Fleisch wird direkt grillt und fertig. Für sowas gelangt dem weniger anspruchsvollen Griller von Welt auch manchmal ein Loch im Boden. Da gibt's den Feld zum Song dazu. Drittens, der Kugelgrill. An sich haben auch viel daheim. Traurigerweise wird der Kugelgrill gerne als Standardgrill geschändet. Weil der ahnungslose 0815 Grillmeister Sepp noch nie was von indirektem Grillen gehört hat. Aber Hauptsache, er hat einen Weber für 850 € daheim stehen und ist dann furchtbar stolz, wenn er seine alten Würstel für 23 Cent drauf wirft. Gratulation! Viertens, Gasgrills. Die faulen Hund unter uns. Weil die Kohle anzünden ist so viel Arbeit und meine Finger werden immer so dreckig. Haben einen Gasgrill daheim. Die einen hassen ihn, die anderen haben ihn ganz fest lieb. Wenn's mich fragst, sage ich das eher so, dass sich jeder mal einen Sand aus der Kachel schwarm sollt und ein scheiß Feuer anziehen. Tut sie fix. So kannst du nämlich zu deiner alten Kirche dazustehen. Hat er nicht gesagt. Fünftens, der Smoker. Das sind die komischen Kamindinger, die ausschauen wie alte Dampflok. Ich selber hab auch so drum daheim stehen und nimm seit 3 Jahren fast nichts anderes mehr her. Da wir aber in der Kacknoob-Edition sind, erzähl ich euch das lieber das nächste Mal in der Advanced-Version. Vorausgesetzt, ihr habt Bock drauf. Gehen wir lieber weiter zu Phase 2. Grillgut. Ja, was braucht man jetzt für so ein anständiges Grillfestel? Das ist schwerstens situationsbedingt. Sind bloß Männer anwesend, ist es eigentlich ganz einfach. Fleisch, bam, fertig. Das Bier erwähne ich jetzt nicht, weil wenn ich mir das extra sagen muss, der grillt auch Gemüse. Wenn aber Frauen anwesend sind, schaut das ein bisschen anders aus. Dann brauchst nämlich Tomaten, Gurken, Creme Fraiche, Maiscreme, Sitzkissen, Brot, Servietten, ein Ersatz-T-Shirt, Wein, Autan, Teelichter, Melonen, Erdbeeren, Zwiebeln, Mineralwasser, still. Auf Korn voll eins mit Sprudel, Spargel, ein Messerset, Salatsauce, ein Hugo, Couscous, 48 Tipps, Sonnencreme, Ketchup, Mayo, Senf, Verzehrbar, Kartoffeln, Schwammerl, Feta, eine Wasserschüssel für den Hund, Antibrum, weil's Autan hilft nicht, ein Kräuterbaguette, das Kräuterbaguette, nicht das. Oliven, Kräuterbutter, Alu-Grillschalen, Paprika in Rot, Paprika in Gelb, Paprika in Grün, Alufolie, Nudelsalat, Aschentücher, Frischkäse, Ersatzhosen. Falls man mal aus Versehen in die Hosen scheißt, keine Ahnung. Und Pfund Weiß Zucchini. Was mit der haben, weiß kein Mensch. Aber ohne die Ersatzgurken geht bei denen gar nichts. Alles haben's dabei, alles! Die feinen Damen, bloß ist irgendwie nichts zum Grillen. Gut, aber wer schon alles seine Richtigkeit haben, gehen wir lieber weiter zu Phase 3. Grillen. Verb, auch bekannt als Tunwort. Falls du in deiner Namentanzerschule bloß beim Rauchen am Scheißhaus warst. Da kann ich dir jetzt einen Roman erzählen, aber es gibt so 3 wichtige Sachen, die mir immer wieder auffallen. Fangen wir an mit dem Anheizen. Ja, die Holzkohlen mit dem Spiritus anzünden ist so lang lustig, bis dir der Garten anbrennt. Und falls der nicht abbrennt, kannst du anstatt deinem Fleischi und deine Würstel dann auch deine Eternitplatten am Dach umfressen. Nimmst einen Grillkamin, das Ding kostet 4,99 €, legst eine gewachselte Holzwand drunter, die brennt auch wie ein Nutten in der Kirche und du hast die geilste Glut, wo gibt. Oder Bier übers Fleisch gießen. Nein! Warum? Weil das erstens nicht schmeckst und zweitens bloß Asche umeinander haust wie Sau. Und damit sind wir wieder bei den Eternitplatten vom Dach oben. Und wie magst du dein Fleisch? Fragezeichen. Fälschlicherweise meint man, es gibt 3 Arten, wie man sein Fleisch grillen kann. Blutig, Medium oder durch. Nein, hiermit erweitert man die ganze Skala und zwar machen wir draus blutig, Medium, durch oder kaputt. Und ja, kaputt ist das Stadium, wenn dein Brotwürstel oder Fleisch ausschaut, als hättest du es aus dem Katzenstrauch ausgegraben. Und damit wir das Wichtigste nicht vergessen, lasst euch der Gustl noch eine Weisheit da. Habe die Ehre, ich bin's, der Gustl. Ha, du, hast du gewusst, wenn's dein Arbeitsschlag an den Preisen hier holst, kannst ganz leise Weißwürste auf dem Grill und mir Lehm schreien hören.
Ja, kann man schon so machen, aber nachher bist du der Depp. So, das war's mal wieder mit der täglichen Dosis nützlichem Wissen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Abo da, Glocken nicht vergessen. Und wenn's Bock auf eine Advanced-Version hast, dann ab in die Kommentare damit. Jetzt schau, dass du schleichst und einen Griller holst und nie gemeine Doplatten fressen. Haut's euch rein, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.